Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Und das ohne Verbandskäster oder sonst irgendwas. Gut, einer ist hinüber. Jetzt noch der Hansel hinterher. Und dann läuft die Geschichte. Und irgendwo ist noch ein richtiger Big Daddy. Die Bandage bringen leider auch nicht so viel wie gedacht. Oh je, aber gegen den Big Daddy habe ich eher so keine Chance gerade. Oh, scheiße. Der hat doch die Little Sister bei sich. Es sind insgesamt 3 Daddys mit Sister unterwegs. Deswegen würde ich sagen, dann lasse ich erst einmal. Ich sehe hier nämlich keine Little Sister, die auf ihm drauf ist. Ja, die lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Also die normale Daddys, die lasse ich in Flieder. Okay. Huch. Wer ist denn da? Nee. Wer ist denn da? Jesus, immer diese unsichtbare Gegner, die einfach total rumkreischen. Und ich kann es auch nirgends ausmachen. Zur Haupthalle. Kandidaten, Konversion. Kandidatenkonversion. Wow. Oh, okay. Das war einer zu viel. Na gut, das war einer zu viel. Ich bräuchte aber auf jeden Fall eine Medistation. Und ich bräuchte einen Verkaufsautomat. Ach, der Fontaine. Ups. Ja klar, natürlich ist unseren Typ hier ziemlich gespliced. Das muss man auch so sagen. Little Wonders Education Facility. Oh je. Wir haben die Kleinen von Anfang an auf bestimmte Duftstoffe geprägt, auf die Pheromone. Aber man kann sich das nicht einfach draufklatschen wie Aftershave. Man benötigt 3 Durchgänge einer professionellen Beschichtung. Dann wirkst du so anziehend auf die Kleinen wie Nektar auf Bienen. Hier musst du dir die 3 Pheromone zusammensuchen, damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Daddy. Okay, das ist für mich auch neu, dass die stinken sollen, die Daddys. Oh, scheiße. Ich verliere so langsam die Orientierung hier in dem Laden, muss ich sagen. Ich krieg's gerade echt nicht mehr wirklich gebacken, wo ich bin. Und verliere so allmählich die Orientierung. Da bin ich jetzt ewig gestorben. Alter. Okay. Alter Falter. Da komme ich nämlich nicht durch. Aber hier muss ich ja irgendwie durch. Kann ich da durchkriechen? Nee. Sicherheitsnotschalter. Oh, Alter. Also jetzt wird es langsam echt läppig und ätzend. Und ich verschwende mal halbe Dinger auch noch.
du Scheiße. Also da komme ich nirgends richtig durch, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, da komme ich anscheinend nicht durch. Nee, hier geht's auch nicht durch. Das heißt, da muss ich woanders durch. Dann sollte ich vielleicht in die Richtung gehen wieder. Nee, Moment, das war die Vita Chamber. Ach du Scheiße. Wie gesagt, schon vollkommen den Überblick verloren. Vielleicht muss ich doch geradeaus durch. Genau, dass ich hier wieder zu Little Wonders komme. Oh, Alter. Puh. Und defekter Sicherheitsbot. Gut, erstmal hier Heiler an der Medistation. Dann wäre ein Verkaufsautomat echt ein Übel. Und Big Daddy scheint ja richtig abzugehen. Und sogar mit Little Sister. So, jetzt hacken wir dann erst einmal. Und warte mal. Probieren wir es doch mal so. Aber, scheiße. So dann. Okay. Da kommen wir durch. Das geht so alles. Nur braucht man da noch so einer. Perfekt. Ja, so viel zu gehen wie Mr. Buckles. Also ohne wirklich Verbandskiste komme ich so nicht weit. Big Daddy Pheromonprobe. Erstmal Mirara. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Der Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Warum nur Mädchen? Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Tja, man kann nicht alles haben. 2 von 3. Gut, dann. Darauf habe ich gewartet. Na toll, das muss ich erstmal hacken, das Ding. Nur dann kann ich Verbandskäste kaufen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Ich hack hier so gern. Toll. Großartig. Vor allem, wenn es sofort klappen muss. Da bin ich sofort Feuer und Flamme dafür. Das liebe ich jo. Ja, genau. Am besten komme ich deswegen noch in die Vita Chamber. Der ist nämlich echt vorbei. Scheiße. Noch einmal. Alter. Man kann es auch echt übertreiben. Und dann, Moment. Schnell. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell die Waagrechte. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe genug Waagrechte. Noch einer. Schnell. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut, jetzt kann ich noch richtig ausgiebig das Zeug kaufen. Und ordentlich ionische Schrot. Okay. Genau dich brauche ich. Und schade, mehr geht mir. Okay.
Von da komme ich. Hier unten muss noch irgendwo ein Big Daddy mit Little Sister sein. Hier Steuerung. Da glaube ich die Sister bei sich, ja. Okay, perfekt. Dann fangen wir doch mal mit ionischem Gel an. Und der ist auch schon verletzt. Das ist natürlich optimal für uns. Gott. Puh, jetzt zu dir noch. Alter Falter. Es gibt immer echt noch genug zu tun, muss ich sagen. Obwohl es im End zuneigt. Ach, gern doch, Mädel. Ja, es gibt echt immer noch mehr als genug hier. Das ist heftig. Ach, da ist noch so ein Winterspleißer oder was. Wie der Eismann, den wir für der Sander Cohen töten mussten. Sieht wohl so aus, als wäre das hier so, geht. Ich habe zuerst gedacht, das wäre Little Sister auf dem Boot, aber wohl eher nicht, zum Glück. Huch. Okay, die Schmerztaste für Frauen. Und die Big Daddy-Taste für freundliche Big Daddies. Warum auch nicht? All good girls gather. Wow. Alter. Was? Dann habe ich auch noch erwischt. Blöder Houdini-Splicer. Oh Gott. Alter. Angel. Ja, für die sind es Engel, die tote Leute. Always stay close to a friend. Bleib immer nah bei einem Freund. Alter. Und das ist das, als der tote Hund hier Blutkacke. Big Daddy Pheromonprobe. Jetzt habe ich sie alle drei. Sieh dich an. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, scheiß mir. Jetzt fehlt nur noch eins. Der Stimmenverzerrer von Optimized Eugenics. Na dann. Eine Schande, dass es so gelaufen ist, Kleiner. Wir beide hätten hier unten im Zirkus können. Jetzt gibt es nichts mehr. Nur so ein großes, kaltes Licht. Der Fontaine ist aber auch ein ziemlicher Lappeduddel, jetzt mal ohne Witz. Dann brauchen wir da noch so einer. Dann brauchen wir den ab jetzt genau so. Perfekt, perfekt. So kann ich nämlich wieder Autohacker kaufen. Autopsie. Oh, nett. Hier sind aber auch noch ein paar Zimmer, die ich mal angucken könnte. Ja, das ist schon gruselig, aber nicht so gruselig wie das andere. Ein Houdini-Splicer und den haben sie anscheinend ganz ausgeadammt. So viele Spritze, wie der im Körper hat. Eieieiei. Da geht's nämlich durch. Dann haben wir noch eine Eve-Spritze, die ich nicht verwenden kann. So ein Adam-Absauger-Kommentar des Regisseurs. Ach, das kann ich mir jetzt nicht angucken. Aber wenigstens habe ich es gefunden. Im Schrank war noch ein bisschen was drin. Und ich glaube, da können wir noch zu dem, was wir im Erdgeschoss gesehen haben. Oder? Oh. Das war ein Treffer. Das war schön in der Kopf. Komm schon. So. Okay. Meine Fresse. Wie auch immer die auf den Schrank da hochkomme ist.
Heieiei. Ansonsten, Mann, Ometer, ich entdecke immer nur irgendwelche neue Gebiete. Das ist total schrecklich. Hier ist so viel Zeug wieder. Und ich habe echt gedacht, es geht ein Ende zu. Da kommen jetzt nochmal zig Sachen. Das ist ja echt heftig. Ah, hier haben wir es nochmal. Hide Hole, das Versteckloch. Das kennen wir dann schon. Okay. Aber das hat man ja offensichtlich für alle Little Sisters hier gebaut. Also es muss ja schon gebaut worden sein, als Rapture noch nicht vollkommen hinüber war. Das heißt, die Little Sisters hat's doch auch schon gegeben. Weil dass die jetzt halt erheblich unkontrollierter sind. Und jetzt einfach so weiter hier auf Plündermission gehen. Eine Genbank, das brauche ich nicht. Hier in der Autopsie gibt es sonst nichts mehr, oder? Bitte, Papa Suchong, ich will nicht auf den Tisch. Boah. Boah, das ist pervers. Bitte, Papa Suchong, ich will nicht auf den Tisch. Wisst der Teufel, was der da gemacht hat, der Widerling. Safecracker 2. Das ist auch sehr gut. Clever Inventor. Ja, wisst was. Verzichte ich halt auf die geringere Preise. Jetzt nur so saublöd zu lachen. Jetzt könnte ich höchstens lachen, weil ich über der Haufe geschossen habe. Und dich auch, Knetkopf. Und auf die Kamera zu hacken hatte ich jetzt einfach keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Da mache ich lieber kurzer Prozess bei sowas. Gut. Dann habe ich auch noch erledigt. Und hier hin. Ah, das war der Bereich, den ich vom Erdgeschoss aus erreicht habe. Zum Versteckloch. Mietepistole, da ist aber nichts mehr drin. Ionischer Schrot, leider zu viel. Und eine Schrotflinte mit 4 normalen 0,0er Schrot. Sehr schön. Okay. Na dann. Sollten wir nochmal weitergehen. Die gehört schon uns. Fall Safe Armored Escorts. Ich glaube, jetzt muss ich wieder in den Bereich reingehen. Ich glaube es zumindest, dass ich hier wieder in den Raum rein oder in den Bereich. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Und ich bin trotzdem immer noch etwas orientierungslos, muss ich gestehen. Ich weiß in etwa grob, wo ich bin. Aber was ich alles schon erforscht habe, kann ich nicht sagen. Doch, hier war ich schon. Hier bin ich dann einmal gestorben. Gegen Andy von der Maschine. Ja, genau, gegen dich. Gegen dich habe ich verloren, die Maschine. Die war es, die mich umgebracht hat. Jetzt konnte ich mich wenigstens auch ein bisschen rächen, oder? Hier ist noch ein Brandbolzer, den ich rumgeballert habe. MG-Munition kenne ich mehr übrig und da ist noch was. Das ist er. Eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben dich immer nur angelogen, bis ich gekommen bin. Ich versuche das jetzt auf die Tour. Aha. MG-Patrone haben wir zu viel. Fehlende Stiefel, Suchong. Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Ja, und nachdem war alles besser. Ionisches Gel machen wir auf jeden Fall mal. Panzer brechen kann auch nie schade. Autohacker stellen wir auch noch ein paar her. Perfekt. Autohacker mal leider schon unser Limit erreicht. Hier ist noch alles voller Faller. Gewitterleid. Warte mal, dann machen wir jetzt immer kurzen Prozess. Quatschen. So. Ja, das war immer kurzer Prozess gemacht mit den Dinger. Und da wollte ich jetzt nicht ewig viel Adam dafür verschwenden. Und ein paar gute 3xer. Alles klar. Da sind ein paar praktische Sachen jetzt dabei gewesen.
Und da kann ich immer ionisches Gel herstellen. Und ja. Lassen wir erstmal so sein. Was ist da noch? Ionisches Gel. Leider schon erreicht, was wir haben. Nee, mehr geht leider nicht, oder? Nee, mehr als 100 geht leider nicht. Okay. Warte mal, habe ich die Leiche schon? Oh ne, es war keine Leiche, es war einfach nur ein Stuhl. Okay, dann habe ich das jetzt auch durchgecheckt und nochmal erforscht. Aber ich glaube, hier war ich auch schon. Ups, das wollte ich da gar nicht. Moment mal, gerade mal gucken. Was ist dann unser Ziel derzeit? Klinge wie ein Big Daddy. Optimized Eugenics. Okay. Dann markieren wir das doch mal. Du war ich dann schon. Aber ich mag es auf jeden Fall jetzt mal ausgewählt habe. Ja, du war ich auf jeden Fall auch schon. Ja, jetzt geht's wieder durch so Schleuser. Okay, akzeptiert. Alter. Aber der Gesang ist auch schon scheiß creepy. Hacker Focus. Hackers Delight. Ne, den haben wir ja schon verbessert. Hackers Delight. Wir holen uns noch einen Körpertonika-Slot. Und bei der nächsten Gendatenbank machen wir das gerade nochmal. Ah ja, da ist es. Von der Haupthalle aus. Da hätte ich jetzt erstmal nicht hier gefunden, um ganz ehrlich zu sein. Ja, einer kaufen wir uns noch und weiter geht's. Hier findest du den Stimmenverzerrer, mit dem du dich wie ein Big Daddy anhörst. Die hässliche Kreatur. Naja, da ich ja nichts riech, habe ich persönlich nichts gegen Big Daddies. Also ich finde die eigentlich sogar sehr cool, um ganz ehrlich zu sein. Ach, weißt du was? Da gehen wir doch gerade da rum. Wenn du jetzt gerade Boho gemacht wird, dann gehen wir doch gerade da rum. Ey, ganz, ganz vorsichtig. So. Ganz vorsichtig, verdammtes Ding. Alter, ist ja gut. Ja, gleich durchdrehe, Mann. Mann. Gut, die Teile sind jetzt auch wieder fort. Gewittertuner Keitel noch einmal. Also, du hast mal auch seinen Spaß hier mit deiner scheiß Kameras. Okay. Dann können wir uns wieder die Brandbolzerei petzen. So geht's nicht weiter. Das noch zerstört die Sicherheitskamera und irgendeiner kreischt hier wie im Leb. Aktenschrank. Also, das Ding mag ich auf jeden Fall heute auch noch holen in der Episode. Okay, jetzt habe ich nur wieder die Hälfte verstanden von dem, was der Luke gesagt hat. Autsch. Gewittertuner Keitel noch einmal und Himmel, Arsch und Wolkebruch. Hier geht ja echt die Luzi ab. Meine Fresse. Dabei wollte ich ja einfach nur den Stimmenverzerrer mir noch holen. Naja, da müssen wir wahrscheinlich bis morgen wieder warten. Schade. Bei der nächsten Genbank wollte ich auf jeden Fall nochmal gucken. Habe ich ja versprochen. Okay, Hackers Delight 3 und Hackers Delight 2. Das ist Quatsch, dass man das drin hat. Dieb. Nee, das ist auch nicht so toll, oder? Eve Safer.
Eve Link, den habe ich schon drin. Eve Safer ist nicht schlecht. Was ist das da beim Trinken von Alkohol? Das ist Quatsch eigentlich. Hackers Delight 2. Was haben wir dann drin? Medical Expert und Hackers Delight 3. Dann können wir noch Sicherheitslücke. Eve Link 2. Das haben wir ja schon drin hier, oder? Eve Link 2. Trinker. Machen wir Dieb dann statt Desserei. Ich glaube, das ist doch etwas besser. Und hier haben wir drin Tempo Hacker 2, Clever Inventor und Safe Cracker 2. Das ist auch ganz gut. Okay. Hier haben wir noch ein Waffen-Upgrade. Da nehmen wir jetzt Schadensimmunität von unserem Granatwerfer. Trophäe erhalten. Alle Upgrades für 3 Waffen. Das hacken wir jetzt immer automatisch. Napalm und Panzerbrechen. Panzerbrechend können wir auch noch aufnehmen. Gut. Verbandskaste ist 8 Nummer. Alles klar. Ich mag aber nochmal meine Waffe ändern. Genau. Und da ist noch was weggeflogen. Sehr schön. Der Parasit hasst den freien Markt. Oh je, oh je, oh je. Da sollten wir erstmal beim Sicherheitsgenerator. Oh nee. Oh, wie ich's hasse. Wie ich's einfach hasse wie die Pest. Ja, genau. Schnetzelt mich alle noch ab. Ja, Gewitter erleidet. Komm, schlacht mich ab. Ich hab keinen Bock grad. Komm. Ja, hopp, mach's schnell. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play an Bioshock. Nicht Uncharted. Bioshock aufpelzig. Weil da habe ich jetzt eben überhaupt keinen Bock mehr drauf gehabt. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.